Liebe Freunde, heute die Geschichte von Roland von Rolandseck. Hildegunde stand innerlich bewegt am Fenster der Burg Rolandseck und sah gedankenverloren hinunter auf die Rheininsel Nonnenwerth. Dort hatte vor ein paar Jahren eine große Einweihungsfeier für das neu errichtete Benediktinerkloster stattgefunden, auf der auch Roland, ihr Gatte, mit ihr, seiner damals frisch angetrauten Frau, zu Gast waren. Vor ein paar Augenblicken lag sie noch in seinen Armen. Der Abschied schien nie enden zu wollen, denn die beiden Liebenden wagten kaum, sich voneinander zu trennen. Hildegunde hielt Roland fest umschlungen, ihr Herz war mit bedrückendem Kummer erfüllt in Gedanken an Rolands Vorhaben. Die gewohnte und liebgewonnene Zweisamkeit schien jäh unterbrochen, denn Roland hatte ihr schweren Herzens soeben eröffnet, dass er dem Ruf des Papstes und des Erzbischofs folgend sich König Konrad zum Kreuzzug gegen die Ungläubigen anschließen werde. Die Gedanken schossen wie Blitze durch ihren Kopf. Was würde Roland auf seiner Reise und den bevorstehenden Auseinandersetzungen mit den fremden Völkern geschehen? Würde er beim Kampf verletzt oder sogar getötet werden? Wie würde ihre gemeinsame Zukunft aussehen? Was geschähe mit ihr, wenn Roland nicht mehr zurückkehrte? So formten sich die verschiedensten Szenarien vor ihrem geistigen Auge, während sie auf die unter ihr in den letzten Sonnenstrahlen smaragdleuchtende Insel blickte. Nach Papst Eugens III. Aufruf zum zweiten Kreuzzug, stark beeinflusst durch den Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux, lud Erzbischof Arnold I. von Köln den besagten Mönch ein, um mit ihm alle Adligen des Erzbistums. Abt Bernhards brillante Rede im Karolingischen Dom zu Köln führte in den Herzen aller Anwesenden zu tiefem Mitgefühl und brennendem Verlangen, sich dem von ihm verherrlichten neuerlichen Kreuzzug anzuschließen. Seine bewegenden und aufstachelnden Worte gipfelten in dem Ruf: Sucht nicht die Fehden untereinander, führt nicht das Schwert gegen euresgleichen, sondern gürtet euch mannhaft und ergreift die glücklichen Waffen im Eifer für Christi Namen. Du, tapferer Ritter, du, Mann des Krieges, jetzt hast du eine Fehde, durch die der Sieg Ruhm bringt und der Tod Gewinn. Roland begab sich tief berührt danach wieder auf seine Burg, um auch seiner Gemahlin über seine Eindrücke zu berichten. Dabei wurde deutlich, wie sehr er zwischenzeitlich von der Rechtmäßigkeit seines Vorhabens, dem Ruf des Papstes zu folgen, begeistert war. Nach der leidvollen Verabschiedung von Hildegunde war Roland mit einer kleinen Anzahl seiner Männer aufgebrochen, um sich mit den anderen Kreuzfahrern, dem Heer Konrads III., in Regensburg zu treffen. Gemeinsam zog man durch Österreich und Ungarn und marschierte bis Byzanz. Der französische König Ludwig VII. Stieß später in Kleinasien hinzu. Roland reiste mit Konrads Hauptheer quer durch Kleinasien, wobei die dort ansässigen Seldschuken immer wieder angriffen. Bei Dorylaeum kam es 1147 zu einer schweren Niederlage für die Kreuzritter. Von da an verliert sich Rolands Spur zunächst. Es ist nicht ganz sicher, ob er mit den verbliebenen Truppen Konrads auch nach Nikäa fliehen konnte oder ob er mit Konrad, der kurz nach der Ankunft der Franzosen erkrankte, nach Byzanz zurückreiste.
Es wurde auch kolportiert, er sei gefallen. Jedenfalls erreichte Hildegunde Ende des Jahres 1147 die Nachricht von der schweren Niederlage des Kreuzfahrerheers bei Dorylaeum. Sie musste davon ausgehen, dass Roland zu den Gefallenen gehörte. Als dann auch noch ein Kurier des Kölner Erzbischofs ihr diese bittere Botschaft überbrachte, verfiel sie in tiefste Trauer. Tatsächlich aber hatte Roland die Schlacht von Dorylaeum schwer verletzt überlebt und wählte mit anderen Verwundeten den Weg über Griechenland nach Italien. Entlang der adriatischen Küste bewegte man sich nordwärts bis nach Ravenna. Hier blieb Roland ein paar Wochen, um sich für den langen Weg nach Hause zu rüsten. So kam es, dass er in Ravenna mit der Verehrung des heiligen Apollinaris vertraut gemacht wurde. Dieser soll noch von Petrus als erster Bischof von Ravenna eingesetzt worden sein. Als Apollinaris es aber ablehnte, den heidnischen Göttern zu opfern, wurde er auf grausame Weise von aufgebrachten Heiden mit einer Keule erschlagen, was ihn als Märtyrer in die Geschichte eingehen ließ. Roland begab sich immer wieder an seine Grabstelle und erhoffte sich durch ihn, den Heiligen, baldige Heilung seiner Wunden. Nach seiner völligen Genesung begann Roland damit, sich für den weiten Weg heimwärts zu rüsten. Mit einigen seiner ihm treu ergebenen Männern ging es die Alpen überquerend weiter nordwärts an den Rhein, dem er bis zu seiner Burg Rolandseck folgte. Dort erfuhr er zu seinem Entsetzen die schreckliche Wahrheit. Seine geliebte Frau hatte schon seit vielen Monaten die Burg verlassen und lebte seit dieser Zeit als Nonne auf der Burg vorgelagerten Insel Nonnenwerth. Sie hatte den Schleier genommen und war für ihn nicht mehr erreichbar. Um ihr dennoch nah verbunden zu sein, ließ er an seiner Burg ein großes Fenster erbauen, durch welches er einen vorzüglichen Blick auf die unter den Felsen liegende Insel mit dem dort befindlichen Kloster hatte. Von nun an fristete Roland sein Leben in ungeahnter Sehnsucht nach seiner Angebeteten, die doch so nah und dennoch unmöglich erreichbar blieb. Jahre vergingen, doch der Stachel des Trennungsschmerzes hatte sich in seinem Herzen tief verwurzelt und war dort nicht mehr auszureißen. Er hatte Roland verändert, ihn introvertierter, fast schon finster gemacht. Der Ritter war sich dessen bewusst und suchte nach einem Ausweg. Zudem nagte sein unerfüllter Wunsch, auf seinem Kreuzzug Jerusalem zu erreichen, an seiner Seele. Er war doch ausgezogen, um sich Ruhm zu verschaffen und damit auch den Ablass aller Sünden und immerwährende Glückseligkeit im Himmel. Er versuchte sich einzureden, dass zumindest die Verletzungen im Kampf gegen die Seldschuken für sein Seelenheil sprechen könnten. So verbrachte er viele Stunden in der nahegelegenen Martinskapelle oberhalb von Remagen, betend und auf Besserung seines Gemütszustands hoffend. Hildegunde ihrerseits war natürlich die Kunde von Rolands unerwarteter Rückkehr bekannt geworden, doch in ihrem Herzen hatte sie das Verlangen nach dem geliebten Mann mühevoll und tränenreich erstickt, als sie von seinem vermeintlichen Tod erfuhr. Schon nach Rolands Aufbruch zum Kreuzzug hatte sie das schlimmste Szenario befürchtet und sich innerlich darauf eingestellt. Da war schon der Grundstein zur gewaltsamen Vernichtung ihrer Gefühle gelegt worden. Der Schmerz der Trennung und die späte Kunde von seinem Tod ließen ihr keinen anderen Ausweg, als Roland aus ihrem Herzen zu verdrängen und stattdessen
ihre ganze Liebe ihrem Herrn Jesu Christi zu weihen, woran sie getreu festhielt. Seit dem Mittelalter ist der Rhein ein bedeutender Handels- und Verkehrsweg, über den hölzerne Schiffe fahren. Gegen die Strömung werden sie von Pferden getreidelt und mit der Strömung treiben sie von Segeln unterstützt ihren Zielorten entgegen. Ein solches Schiff erblickte Roland, der wieder einmal sinnend an seinem Fenster saß und verträumt auf den Rhein unter ihm blickte. An der im Winde wehenden Flagge, ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund, erkannte er sofort, dass sich hier ein erzbischöflicher Transport den Rhein stromabwärts in Richtung Bonn, Köln bewegte. Doch bewegte er sich? Nein. Bei näherer Betrachtung stellte Roland fest, irgendetwas hinderte das Schiff an der Weiterfahrt. Dass es nicht anlegen wollte, war deutlich erkennbar. Aber was war der Grund für den Halt? Er vermochte es nicht auszumachen. Dann sah er, wie ein kleiner Kahn vom Schiff in den Fluss abgeseilt wurde und einige Personen einstiegen, um an das Ufer zu rudern. Da war für Roland der Moment gekommen, ein paar Bedienstete zu sich zu rufen, mit denen er sich auf Pferden der Stelle näherte, an der das Beiboot das Ufer erreichte und die Männer aus dem Nachen ausgestiegen waren. Bald schon war klar, an Bord befand sich der Kölner Erzbischof Reinald von Dassel, der aus der Lombardei kommend die Gebeine der heiligen drei Könige und die des heiligen Apollinaris mit sich führte. Sein Schiff war über die Maßen üppig beladen und daher wohl nahe Remagen auf Grund gelaufen. Man beschloss, die Reliquien des heiligen Apollinaris, die in einem schweren, mit viel Gold und Silber beschlagenen Sarkophag ruhten, abzuladen. Roland war bereit, sich um den Sarkophag des ihm doch aus seinem Aufenthalt in Ravenna bekannten heiligen Apollinaris zu kümmern. Er schlug vor, diesen in die auf der Bergkuppe in Remagen stehende Kirche des heiligen Martins zu verbringen, was auch geschah. Damit begründete Roland eine jahrhundertealte Wallfahrt, die heute noch stattfindet. Kaiser und Könige, der spätere Papst Pius XII., aber auch viele einfache Pilger nahmen und nehmen bis heute an der Wallfahrt zum heiligen Apollinaris teil und erfreuen sich an dem märchenhaften und stimmungsvollen Platz oberhalb des Rheins. Das bestätigt auch den damaligen Gedanken, dass sich Reliquien ihren Standort selber aussuchen und nur da begraben sein wollen, wo sie für immer ruhen möchten. Die Reliquie des heiligen Apollinaris wollte demnach nach Remagen bzw. in die Nähe Rolands. Es steht zu vermuten, dass sich Rolands erschütterte Gemütslage hinsichtlich des nicht umkehrbaren Trennungsumstands von seiner geliebten Frau Hildegunde im Laufe der Jahre entkrampft hat. Vielleicht, und dies wäre zu begrüßen, hat er die neuerliche, unerwartete Verbindung zum heiligen Apollinaris als Zeichen des Himmels gedeutet, wodurch er seinen Seelenfrieden gänzlich wiedererlangt haben mag.